Ik weer begroefd door mijn schoon. Wer kan draaien alleen zo'n weg? Dort weer mijn groof, waar ik die vond. Ik hoor om door waar ik leef niet. Mijn Fehler heel tijd weg vom Leer. Dort weer mijn groof, waar ik die vond. Die roept me om en ik ran uit die donker. Heiland haft mir, taxi las,
hij starb voor mij. Jezus starb voor mij. Wem hij zien werd vrij, hij is wirklich vrij. Ik zie God zijn kind, ja zijn kind. En mijn Bruder zijn huis, dus niet steht vor mir. Ich seh Gott sein Kind, ja sein Kind. Bitte Welt und genommen, ich seh, wer ist als ich seh. Du bist vor mir, was nicht in mir. Ich seh, wer ist als ich seh. Bitte Welt und genommen, ich seh, wer ist als ich seh. Du bist vor mir, was nicht in mir. Ich seh, wer ist als ich seh. Ich seh, wer ist als ich seh. Wem der sehen wird frei, der ist wirklich frei. Ich seh Gott sein Kind, ja sein Kind. En mein Bruder sein Haus, dus nicht steht vor mir. Ich seh Gott sein Kind, ja sein Kind. En mein Bruder sein Haus, dus nicht steht vor mir. Ich seh Gott sein Kind, ja sein Kind. Ut der Welt und genommen, ich seh, wer ist als ich seh. Du bist vor mir, was nicht in mir. Ich seh, wer ist als ich seh. Ut der Welt und genommen, ich seh, wer ist als ich seh. Du bist vor mir, was nicht in mir. Ich seh, wer ist als ich seh. Ich seh, wer ist als ich seh. Ja, ich seh, wer ist als ich seh. Wem der sehen wird frei, der ist wirklich frei. Ich seh Gott sein Kind, ja sein Kind. En mein Bruder sein Haus, dus nicht steht vor mir. Ich seh Gott sein Kind, ja sein Kind. Wo groot die Spaulang, die ons getrennt hield, wo hoch die Borch, die du vor mir lag. In die Vertwieblung kijkt ik naar Himmel, en roept die noem in diese Nacht. Dann kommst du leiflich durch das Dunkle, brückst durch den Schatten von meiner Seele. Dort ist nu vor ich, to mir kommen, Jesus Christ, meine Hoffnung lebt. Wer
können sich verstehen, genug so erstaunen, von Hort versteht so ne graute Leid. Da ja Gott hei, stopp drauf vom Himmel, drück meine Sinn in meine schon. Hei ing om Kreuzen, jäuf mi vergebung, dei Haar von Harnand mi sieht hin, prachtvoller Haarek, je hier die Emma, Jesus Christ, meine Huping lebt. Halleluja, preist du dem dein Herz mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul und mich, hast dich jeden Lust genommen, du hast Radung genommen, Jesus Christ, meine Huping lebt. Halleluja, preist du dem dein Herz mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul und mich, hast dich jeden Lust genommen, du hast Radung genommen, Jesus Christ, meine Huping lebt. Dann kam dei Morgen in din Versprechen, din begruvda Körper krieg Leben frei. Dann utem Stallen, dei left kein Brallend, raubt ut dort Grof, haft kein Reichtum mehr. Dann kam dei Morgen in din Versprechen, din begruvda Körper krieg Leben frei. Dann utem Stallen, dei left kein Brallend, raubt ut dort Grof, haft kein Reichtum mehr. Jesus, du hast dort Grof besiegt. Oh, Halleluja, preist du dem dein Herz mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul und mich, hast dich jeden Lust genommen, du hast Radung genommen, Jesus Christ, meine Huping lebt. Halleluja, preist du dem dein Herz mich frei. Halleluja, dort verlor ei Haul und mich, hast dich jeden Lust genommen, du hast Radung genommen, Jesus Christ, meine Huping lebt. Jesus Christ, meine Huping lebt. Du bist der Gott, meine Huping lebt. Genau, das Lebenswasser. Wir freuen uns von der Ware, dass wir können mit Taub sein. In diesen Wochen in Hüsnen kommen. Wir sind online, ich kann noch nicht gezeigt haben, aber wir freuen uns danach, dass wir die Opportunität haben, Livestream zu tun in Gemeinschaft haben. So, wir willkommen alle, die wird uns alle online watchen, von wo immer ihr seid. Wir freuen uns, dass jemand uns taub sind. Ich will von dir eine Botschaft tun und Jebäda. Für mich ist Jebäda sehr wichtig. Und ich will mit jemand mitteilen von dir, von einem Buch, was ich gelesen habe, was ich eng gehorcht habe, Devotions und gelesen habe. Und dort ist von Craig Rochelle, er nennt dort Dangerous Prayers.
Plattdeutsch würde wir vielleicht sagen, ein gefährliches Gebet. Und dort hört sich ein bisschen interessant und denken an ein gefährliches Gebet. Woran würden wir gefährlich beten? Woran würden wir uns in eine Situation angeben, wo gefährlich ist? Vielleicht können wir das alle verstehen, dass wir durch die Botschaft gehen, dort wir können eine bessere Erklärung ziehen davon. Und vielleicht kann ich Ihnen helfen zu sein, dort wir dafür und bloß beten tun, was uns angenehm ist und was uns dicht bei ist und was uns mehr safe fühlen. Und was ich will sein Rüte bringen ist, dass wir wollen bitte unsere Comfortzone, bitte unsere Area gehen von Gebet, was uns mehr ganz comfortable und gemütlich sitzen und bloß ein gemütliches Leben haben. Ein Gebetsleben, was vom Herzen kommt, was mehr bringt, als bloß ein Leben, was du ganz gemütlich hast. Das wird ein Leben sein, was du einmal stückern wird. Wir haben was Jebäda in der Bibel von verschiedenen Hinsichten. Wir haben ein Gebet in 1. Samuel 1, Vers 25 bis 28. Du bet Hannah um einen Sehen. Und wenn sie den Sehen nicht gekriegt hat, dann bringt sie den Trei nach Gott in Haus. Sie bet zu Gott in 1. Samuel und sagt, wenn du mir ein Kind geben, einen Sohn geben, dem wo ich die Trei geben, für die Lebenszeit. Und dort zum Bett ein persönliches Gebet und dort zum Bett ein gefährliches Gebet. Ich dachte an, wo kann eine Mama bloß ihr Sehen abgeben? Beten für ein Sehen in den so schwindeste Größe genug ist, nach Gott in Haus bringen, wo sie weit offen wären, wo sie nicht jeder Tag kann ankommen. Und Gott sagt, wenn du mir was ein Sehen geben, dem wo ich die ganz Trei geben und der wird ganz für die leben. Was macht dort sein Gewaß? Ich glaube nicht, dass Hannah, dort die Runs, dort sie sich feilen deuten, nicht näher wissen, wo wird das passieren. Sie sehen nicht zu Gott, sei mir so und so und so, oder verspricht mir, dass sein Leben wird so oder so gehen. Und dass sie wissen, was die Kultur wird holen, sehen sie, wenn die mir was sehen geben, ich werde den ganz Tränen die geben. Ein anderes Gebet, was wir haben, ist von David in Psalm 59, Vers 1 und 2. Er sagt, Gott, beschütz mich von meinen Feinden, die je in mir sind. Hol mich fort von dir. Halb, dass ich was fortkomme von dir. So David bet, dass er wird beschützt worden, dass er wird freigesagt worden, dass er wird los sein von seinen Feinden. Ganz anderes Gebet. In Richter Kapitel 6, du hast das Gebet von Gideon. Ganz anderes Gebet. Gideon, wie geraubt von Gott, die Israeliten, zu halten. Und er bet, dass er wird Klarheit weiten, was Gott will von ihm. Und es ist das wie, was Gott will von ihm. Und er bet einmal, dass das Spongeboten wird ganz not sein. Und alles andere wird reich sein. Und das nächste Mal, dass alles andere wird reich sein. Alle andere wird not sein und das Sponge wird reich sein. Und Gott weiß ihm dort. Die Church am Anfang, Apostelgeschichte 4, sie gingen durch Persecution, durch Verfolgung. Und wenn sie rückkommen am Beten sei, mehr Courage und mehr Klarheit, nicht Klarheit, mehr Boldness, Gott sein Wort zu predigen, am Weg, dass die Menschen das würden verstehen können, dass sie nicht würden Angst haben, dass sie würden ganz frei von Angst beten können. Und ich ein von diesen Jebäda, hören sie meine Jebäda, was du bloß sagst, Gott beschützt mich und Gott hol mich hier safe in mein Haus und bei meiner Kirche, hol mich bloß auf eine Stadt, wo mir nicht was passieren. All diese Jebäda, die haben something in sich, was du mehr wir aus Comfort, aus Gemütlichkeit. Das ist nicht eine gemütliche, das sind nicht gemütliche Jebäda. Und ich will Ihnen von dir sein Mathe halten mit mir, welcher wir beten, mehr als bloß ein gemütliches Gebet. Welcher wir gefährliche Jebäda beten und uns hart merken, für was Gott tun wird. Wir wollen mit David sein Leben checken. David, wie geraubt, ein König zu sein, hat wie geraubt und besalbt von dem Prophet Samuel, ein König zu werden. Aber das geht lang, bis er mal ein König werden.
Er ging durch viele Tiden, er ging durch Jahren, wo er sich nicht einem König feiern, wo er ran muss für sein Leben. Einmal und noch einmal und noch einmal, was soll am Hängeron wie mit seiner ganzen Armee. Und David muss sich verkrüten und heulen für sein Leben. Und ich glaube nicht, dass David sich ein ganz klein mit einem König feilt. Und er sich so feilt, dass er am rechten Streck wird. Ich kann mir vorstellen, David hat sich so gefeilt. Habe ich das ganz arg verstanden? Habe ich das bloß nicht recht begriffen? Dass ich soll König sein, als das, was dort meint, ein König sein? David hat viele Frauen in Gott, und er hat aber nicht antworten für das alle. David fragt sich, sieh ich reich in mein Hort, sind meine Motivos reich? Gu ich den rechten Weg? Oder soll ich bloß trägen und Schubshort sein? Ich glaube, dass David eigentlich muss auf seinem Fähig kommen, Schubshort sein, wie er sehr leicht, und er steht, was Gott von ihm verlangt hat. Wir haben uns checken in Gebet, was David beten deit, wegen er in dieser Situation wir. Psalm 139, Vers 23 und 24. Ich wollte das ab 3 Sprachen lesen für ihn, von der, wegen für mich, mir das meiste Sens im Bett von alles. Und ich sehe lange nicht dankbar, ihr war für meine hochdeutsche Sprache, aber wenn ich diesen Vers in Hochdeutsch lesen deit, da braucht meine andere Meinung nach, es bloß in Englisch oder in Plattdeutsch. In Plattdeutsch sagt, dass es steht, Gott, sei einmal, wo das mit mir steht. Und ihr seht mein Hort, prüf mich aus, und sei, wo ich das mein. Und sei einmal, als ich ab den Beisen Weg sehe, und lad mich ab den ewigen Weg. Ab Englisch sagt es, search me, God, and know my heart. Test me, and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me, and lead me in the way everlasting. Ab Hochdeutsch sagt es steht, durchforsche mich, o Gott, und sieh, mein Herr, sieh mir im Herz. Prüfe mein Gedanken und Gefühle. Sieh, ob ich in Gefahr bin, dir untreu zu werden. Und wenn so, hole mich zurück auf den Weg, den du uns für immer gewiesen hast. So David sagt zu Gott, und er sieht mich. Und wir wollen ein paar Punkte überkicken von der, und dann wollen wir den Vers mit von einplagen. Das erste ist, search me. Und er sieht mich. Im Hochdeutsch würde es sein, durchforsche mich. Oder Gott, sei mein Hort nu. Sei mir durch. Und er sieht mich. Was meint das? Sehen. Und er sieht ja mal thoroughly, mal das ganz durchsehen. Ich denke an ein Ding für mich. Wenn ich abwaschen deid, und ich soll meine Kinder abwaschen. Wenn du im Haus wo nicht was isst, dann isst es Mama. Ich kann es nicht finden. Wo isst das? Und 9 von 10 Mal, oder vielleicht noch mal, dann fängt Mama dort. Und wo dann fängt Mama dort? Wenn sie sieht, was sie dort gefangen hat. Sie sieht das Haus ganz stark, was sie dort gefangen hat. Oder sie weiß, wo sie die Dinge gelooten hat. Vielleicht fragen wir uns, dann warum soll Gott mich untersehen? Gott kennt mich, Gott weiß, wer ich sehe, Gott weiß alle Dinge. Warum soll Gott mich untersehen? Gott weiß alles um die aber Gott wird mal dort tun, was du lässt, was er in die tun wird. So dort warum wir zu Gott kommen und sagen, Gott, unterseg mich, Gott, forsch mein Hort aus, sei was meine Motiven sind. So bist du reut, Tim in Jefäadliche Gebet beten und sagen, Gott, unterseg mich. Ich will dir bloß sagen, dort wird nicht ein leichter Weg sein, dort wird Stückern. Und dort wird weiter. Aber Gott hat einen Plan für dich. Eine Frau, hast du Freunde, was du um die rumgeben? Hast du Freunde, was du weiten, wo die dort geht, wo die dort im Hort geht? Wenn du hast, was tun die, wenn du den rechten Weg hast? Ich glaube, die warnen die. Die werden sollen. Wenn du einen guten Freund hast, die wird die warnen. Die wird die Glück sein, was er sieht, die wird nicht dort Raum oder Blumen verteilen oder irgendwo sein, wo die dort nochmal deutlich merken. Die wird die dort Glück sein. Die wird die Wahrheit sein und da wird ein mal weiter. Aber ich spreche die Mutter, wenn du in dein Leben durch Dinge gehst und du die Lats von Gott und ihr Segen und du Freunde hast, was die sein, mit das sollst die anderen, dann wird die Mutter sprechen, änder dort. Wenn du 2 oder 3 oder ein Freund haben, was du
dich bei Hort hast und die was sagt, horch nicht den. Sollte Gott sein, er soll die ganz unersäten, das ist ein bisschen scary, das ist ein bisschen Angst, das gibt mir Goosebumps, das schadet mich, wenn Gott alles fängt. Das ist ein bisschen so, ein Open Heart Surgery haben. Und Gott wird nicht mal aufdagen und alles nur sein, was in dein Hort ban ist. Du blieben keine Secrets ban, du hast nichts ban, was Gott nicht sein kann. Gott wird alles sein kann, was in dein Hort ban ist. Er wird den ganz kleinen Specker dabei sein, und den großen Schnappel, was du ban ist. Die kleinen Dinge, was die Bordern tun, was die Arg sind, und die großen Dinge. Gott, der wird alles sein. Du hast nichts, was für Gott wird fortbleiben, wenn die dein Hort aufmerken, das und die zu Gott sagen, das. Search me, und ihr seht mich. Sei, was in mir ban ist. Woran wirst du dort tun? Und dort ist, dass du kannst dort wollen, was Gott von dir will haben. David sagt, und ihr seht mich, siehe, ich hab irgend ein Weg, wo ich nicht soll sein. David hat ein Verlangen, Gott nur zu folgen und der König zu sein, was Gott am geropen hat. So er sagt, Gott, hast du was in mein Leben ban, was du nicht soll sein. Nach einer Ursache, warum wir das tun wollen, das ist, wenn Gott hat einen Plan für die. In Jeremia 29, Vers 11 sagt Gott, ich habe einen guten Plan für die. Und ich habe Wohlhaben für die. Aber wir können nicht all die guten Dinge haben, und dort wie du maten verschaffen, oder dort was weiter tun. Wir sind im Business-Bahn, und wir gehen durch schwere Tiden durch. Wir sind nicht groß in der Tiedbahn, wo wir nicht weiten. Wo uns war ich warte drehen. Wann wo wir hier nach Morit kommen. Wo wir dort durchsahen. Aber wenn wir kicken nach der anderen Seite von dort, wenn wir sein, dass wir können bei den Stein vorbeikicken und sagen, was hat Gott hinter uns für das? Was prüft Gott uns zu lehren durch diese Zeit? Wenn wir aufsehen, dass Gott uns hart kann sein, und sagen, was hast du, was wir können lernen von Gott durch diese Zeit? Was will Gott mir wiesen in mein Leben? Vielleicht in mein persönliches Leben, vielleicht in mein Business, vielleicht in mein Familienleben, oder in mein Ehe. Vielleicht hast du was Gott mir sein will und mir wiesen will durch diese Zeit. Nehm ich Zeit, zum Gott mir luten und ihr sehen. Wenn wir einem Doktor fahren, dann sagen wir nicht, und ihr seht mich, und dann aber blieb es schon auf für mich stehen. Dann muss der Doktor keinen Access haben zu uns, der uns und ihr sehen kann und sagen, was der Arach ist. Und das wird, wie Gott will luten down. Lut Gott die und ihr sehen. Und sein ist der übrigens Wort, Arach in mir ist. Zweiter Punkt ist, brech mich. Und ihr seht mich und dann brech mich. Brech mich, dort hielt sich weiter, dort sind weiter mit an. Aber wenn wir wollen von einem Ding nach das andere kommen, dort ja weiter. Menschen, die sehr viel im Gymnasium schaffen down, Workout down, die haben weiter an ihre Muscles. Wenn sie wollen, nach dem Punkt kommen, wo sie ein Körper haben, was sie wollen haben. Sie haben ein Bild gesehen von was sie wollen haben. Sie haben ein Bild gesehen von wo sie so looten. Und dort sie durch kommen, sie schaffen und schaffen und schaffen und dort reicht down. Und dort das wei. Ihr Körper muss gebrochen worden, dort sie können kommen, wo sie wollen. Ich habe Menschen gesehen, was die Verbrechen sind gewesen. Wir können für Menschen beten, was die Verbrechen sind. Und ich habe selbst Dinge belebt, was mir Brechen deuten und was ich nicht verstehen kann. Weil ich ein klein bisschen mitteilen von einer Begebung hat, was ich in meinem Business habe. Ich denke, durch eine Zeit in meinem Business, wo das nicht sehr gut geht, wo wir oft genug Geld haben, von Werk zu Werk leben, und unser Bild betonen, was ich kann. Aber ein Tag, dann kann mir da was machen. Und da wir eine Zeit, wo ich nicht verstehen wo, oder was Gott sein Plan wieder an. Und dort mein Tag, der wir auf einer Stadt, wo ich den nicht brücken kann, mein Tag, der wir Fuß, und zum den loskriegen, muss ich Geld haben. Aber ich fühle mich nicht so, dass mein Tag der Fuß wie wegen something, was ich auch getan habe. Und ich sagte, Gott, mir fehlt eine Halb. Ich kann nicht hier allein rauskommen. Ich kann nicht das Geld, was da fehlt, und ich kann nicht in Wahrheit, das zu betun. Ich sagte Gott, ich kann $500 tun, damit ich den Truck oder den Trailer da loskriege. Und ich habe bloß nicht dort, was mir fehlen wird, was sie sagen, was da fehlen wird. Und wir beten, ich und meine Frau, wir haben gebetet und wir beten.
Und über all dem, ich muss wegfahren und einen Trip, wo ich nicht kann mit dieser Situation dealen. Und ich gebe Jeff saß für ihn dort. Und eins Morgens kam Theresa an mir und sagte, von der, wo wir aufhängen, Gott zu loben für was er getan hat. Und das klar, was wir deuten. Und Bad zu Uwes, dann hatte ich eine E-Mail und das sagt, alles, was du brauchst tun, ist $500. Und das ihr braucht nicht getult. Gott braucht mich in den Kassel. Gott weiß mir, dass die kostet nicht allein down. Und das schafft mal, wenn ich sage zu Gott, ich kann das nicht down. Ich kann nicht, was da fehlt, um das down. Breit mich, du das. Ich muss Gott das übergeben und ich muss einmal sagen, ich kann das nicht down. Aber Gott kann down, was er zu down hat und was er will down. So, das sind Segnungen dahinter. Ich würde den Segen niemals gesehen haben, wenn ich das Geld gehabt habe zum Betulen. Ich würde niemals gesehen haben, was Gott im Plan hat zu tun, oder wo Gott mich helfen will und was Gott mich lehren will. Paul bet dass Gott würde seine Weide, seinen Specker nehmen. Er sagt, ich bet 3 Mal zu Gott in 2. Korinther 2, Vers 19. Aber Gott sagt zu ihm, meine Kraft ist in der Schwache stark. Dann sage ich Paul, dann will ich Beruf sein und puchen mit der Schwachheit, wenn Gott dann stark ist in mir. Und wenn ich kicken da, in meiner Situation, ich habe kein Weg, dort zu tun. Und wenn ich schwach wird, finanziellmente, kann Gott sich stark beweisen in mein Leben und in meiner Situation. So bet, dass Gott die brechen wird. Ich weiß nicht, was die Situation wird sein. Ich bet von dir, dass Gott mich brechen wird. Ich weiß nicht, in welcher Situation Gott mich brechen will. Aber wenn das wird wir tun. Aber wenn wir nicht mutlos werden. Gebrechen worden, das ist nicht bloß einmal gebrechen worden und für immer gebrechen sein. Gebrechen worden, oder brechen, das ist ein dergleiches Ding, wo wir klein bei klein Gott uns brechen wird, dass wir dort handeln können. Das wird nicht alle an einem Tag passieren. Das wird eben eine Zeit lang passieren. In Matthäus 16, Vers 24 sagt, das ist das, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn wer mit mir mitkommen will, mit sich selbst verachten, und das Kreuz ab sich nehmen und mitkommen. Wir machen uns selbst wir machen uns Körper selbst zu sich sagen, wenn wir Christus nur folgen wollen. Wir können nicht sagen, ich will das selbst tun, aber Gott brät mich, Gott untersieht mich. Wir machen uns Körper zu sich leiden und wir machen dort abnehmen, was Gott für uns hat, zum Wiedergehen und zum nur folgen. So, bist du bereit zum Beten, dass Gott die brechen kann? Bist du bereit, dass Gott kann an die schaffen? Hast du den Mut, hast du die Kraft in die Salz, zu die Salz sagen, Gott brät mich? Wenn du nicht hast, ich kann das verstehen. Und ich nehme das nicht mal für Schlamm auf. Deine Freunde wollen das auch nicht für Schlamm aufnehmen. Aber die Segnungen, die dahinter sind, die wirst du nicht kriegen, wenn du nicht lässt Gott die brechen. Lut Gott die brechen. Lut din Iger, din Selbstwert, din wer du bist in die Salz. Lut dort brechen. Sie wiegt, sodass Gott kann stark sein in die. Das ich erst sehe, in 2. Korinther 12, Vers 9, sagt es das. Meine Gnade ist genug für die, weil meine Kraft ist in der Schwache stark. Wir können viel besser, wenn wir Gott luten tun. Wenn wir uns Körper luten gehen und unsere eine Dinge, was wir wollen, so hier in uns Leben. Fertig sind Dinge, was wir bloß selbst wollen, was für uns ihnen haben geht sein, was für uns ihnen wollen sein. Und das meint nicht, wenn wir nicht Gott luten uns brechen, dass wir die Dinge niemals wollen haben. Gott hat viel bessere Dinge im Plan für uns, als was wir selbst uns even verstellen können. In das Gebrechen, was wir wollen haben, das sind Segnungen dabei. Und das ist nicht something, wo wir uns bis halb brechen können. Das sind entweder wir luten uns ganz brechen, oder wir tun nicht. Aber das gute Ding ist, wir brauchen uns nicht ganz brechen luten an einem Tag. Gott schafft mit uns, dass wir das vernehmen können. Und das ist nicht bloß für Missionaren oder für
Predikers oder Kirchenlehrer oder für die wird all die Experience haben. No, das ist für mich und das ist für die. Gott hat einen Plan für mich und für die. Und Gott will uns bringen und Gott will uns durchstellen, was er für uns einen Plan hat. Gott hat einen Plan für dein Leben. Lut am die bringen, sodass er wieder schaffen. Wenn du wahrlich bist, zu beten, dann do das im Glauben. Bet dort. Stopp du im Glauben nahen. Das ist nicht ein Safe Prayer, das ist nicht ein Prayer, das ist nicht ein Gebet, wo wir uns vor uns feilen, das wo wir uns im Jängelstill nahen sahen, und da wird uns das gehen. No, da wird Stückern, und da wird gefährlich sein. Aber Gott hat einen Plan für die. Lut Gott die bringen. Der nächste Punkt, send me. Schick mir rüt. Wenn Gott die gesagt hat, und Gott die gebrochen hat, und die geschäbt hat, so ist heute die Welt shaping, dann bist du heute zum Rüt gehen. Isaiah sagt es auch. Isaiah hat eine Experience mit Gott, wo Gott seine Lappen reinbrennt, zum er heute Arbeit kann tun, was er soll tun. Und Gott in Isaiah hat eine Erhellung. Und Gott sagt, in Isaiah sagt es auch, und ich hier dem Herrn was sagen. Er sagt, wem soll ich schicken? Wer wird für mich gehen? Und ich sehe hier, du kannst mich schicken. Jesaja fragt nicht, was soll ich tun? Was wird hier alles sein, was ich noch nicht weiß? Wo wird das alles passieren? Er sagt, hier sehe ich, schick mich. Dort hier sieht mich, nimm sei Jefäadliche Gebet. Wenn ich an mich selbst denke und bloß denke, Herr, hier sehe ich, schick mich, nu werden wir sehen, was Gott alles hat für mich, was das meint, dass ich nicht mal, wo mein Businessrahmen, was ich nicht tue, oder was das meint für mich, wo ich das Handtragen machen, wo ich machen, der steht verluten, wo ich das gleich, wo ich mich ermittlich fühle. Jesaja fragt nicht, was wird das sein? Er sagt bloß, schick mich. Ich sehe heute zum Gehen. Wir haben eine interessante Phrase, würde wir sagen, von J.F. Kennedy, wegen es einmal sein Speech gab, wegen es als Präsident angestellt worden. Er sagt, in Englisch steht das steht, ask not, what can the country do for me? Ask, what can I do for it? Frau nicht, was kann das Land für mich tun? Frau, was kann ich für das Land tun? Wenn wir sagen, Gott schick mich, Frau Gott, was kann ich für die tun? Und es steht, Gott, was willst du für mich tun? Dort ist so leicht zu beten. Herr, gib mir dit, Herr, mir fehlt dit, Herr, beschütz mich hier, Herr, gib mir Jant. Und das ist nicht, dass Gott nicht will haben, dass wir ihm das alle Frau. Und das ist nicht, dass Gott uns nicht viel Dinge geben will. Aber what about mal beten, Gott, gib ja eine Person dit, oder Gott, wies mir eine Person, was ich halten kann. Herr, wies mir von der, wer du in Not ist, in wem ich kann halten. Und es steht, Gott, gib mir dit, gib mir dort. Wenn wir wollen haben, dass Gott uns schicken soll, dann wollen wir machen, uit onze doos rütkruipen, wo wir baan zijn gemütlich, uit unseren Sofa, uit unseren Jängelstuhl rütkruipen. Und das wird nicht so gemütlich sein. Wir beten für viele Menschen durch die Zeit. In der Kirche, wir kriegen viele Dinge für was wir beten können. Und das sind Dinge, so steht. Gott, gib mir Weisheit, zum durch diese Zeit gehen, wo ich sein. Gott, halt mich wissen, nur an die. Gott, protect mich oder beschützt mich von Krankheiten. Gott, halt mich besser zu leben. Gott, halt mich den Wort besser zu verstehen. Gott, gib mir Geduld. Und das sind alles gute Dinge für zu beten. Und ohne Gott kann wir das nicht tun. So bringt die Jebäda. Wir gleichen für die Dinge zu beten. Bringt uns die Jebäda. Wir wollen wieder für ihn beten. We love praying for that. Wir gleichen das. Wir tun das mit den Horten aus dem Gebetsteam. Aber als das vielleicht Zeit, dass wir uns Gebet changen tun und wir aufhängen für andere
te beten en goudet op andere beten. Ik ga een zijn, en dat zei ze dit, wie zijn verken, truut met die wat de truren doen, en vreit met die wat zich vrijen doen. Maar dat is veel zwaarder. Je met die te vrijen, wat het goed gaat, is die wat het niet zo goed gaat. En waarom is dat? Dat is wenn wir an uns selbst fokussen. Wir sind nicht reut zum Rückgehen und die anderen das Gute wünschen. Bist du reut zum Gott sein, schack mich. Wies mir, wem ich von dir halten kann. Wies mir, wo ich kann uit mein Weg rückgehen. In andere halten. Oder bist du vielleicht so als Jonah wir, wegen Gott am Roten deut. En Jonah jeder Excuse hat, en hij ran op een boot op, en God muss hem durch een vers zijn boek breken, dat hij eruit wird zum Dein gaan. Er vielleicht zoals Moses. Moses wordt geroepen van God, en Moses weer goed geleerd. Moses kon goed. Und wenn Gott ihm schroten deut, dann sag ich Moses, aber kann nicht so reich reden. Hij stummert weg, en hij stummert weg, en hij wil niet dat doen wat God hem opgelegd had, maar God had een weg, en Moses leidt zich brokken. Wie dat leicht voor Moses? Wist Moses wat hij zich aanging? Ik geloof, wenn Moses gewusst had, wat de nächste 40 jaar worden aanhouden in zijn leven, wens hij den Bosch sagt, brand, die wordt omgewangen gaan en gerand gaan, zo boezig als hij kan. Wenn dat wir nicht een leichter weg, wat Moses alleen ging. En Moses leidt zich brokken. Jonah leidt zich brokken. Er zijn viele Menschen in der Bibel, die haben sich brokken laten. Uns, dat sie wisten, wo das wird sein. So, wenn Gott die von dir fragt, wem kann ich schauen, bist du wahrlich, die zu brokken zu laten? So, ein kleiner Trainer an unseren Vers. Unsere 3 Punkte. Und ihr seht mich Gott, brech mich und schack mich. Ans Vers, der sagt, Gott, sei einmal, wo das mit mir steht. Gott, check mal, wo das mit mir steht. Wo stehe ich in meinem Leben? Und ihr seht mein Hort, und ihr seht meine Gedanken, und ihr seht, wer ich sie, und was ich an mir habe. Sei es der irgendwas aus meine Gedanken, was mich wird auflenken, die wieder zu vertrauen. Wenn wir wollen haben, dass Gott uns soll, und ihr seht, Gott uns soll brechen, und Gott uns soll schauen, dann müssen wir Gott 100% vertrauen. Anders wollen wir das nicht durchsagen. Die kannst nicht dort mit dem Hobel hart tun. So Gott, und ihr seht mich. Gott sieht meine Gedanken durch. Nicht bloß mein Hort, sieht meine Gedanken durch. Siehe, ich hab am rechten Weg mit meinen Gedanken. Lehn meine Gedanken ab mit dein Wort, Gott. Und ihr seht mich. Sei es du irgendwas in mir ist, wo ich nicht am rechten Weg stehe. Und wenn ich nicht am rechten Weg stehe, dann sieh mich gnädig und trag mich treu. Brech mich wieder. Und ihr seht mich wieder. Und dann, wenn wir dort wollen durchgehen, dann können wir gebrechen vor Gott stehen und sagen, schack mich. So, meine Frau ist, dass du wahrlich Gott die unersehen zu lassen und Gott die brechen zu lassen, ein Beat auf einmal, und Gott die schacken zu lassen, wo Gott für die will und was Gott sein Willen ist für die. Du weißt nicht alle Dinge, wo das wird handeln, aber vertraust du Gott, dass er die kann unersehen, die kann brechen und die kann schacken. Gottes Segen mit dir, wir werden beten. Himmlischer Vater, ich sage dir Dank für diesen wundervollen Tag. Herr, ich sage dir Dank für dein Wort. Und Herr, ich sage dir Dank, dass du uns leben lässt. Und dass du mich unersehen wirst, dass du mich brechen wirst, dass du mich in so einer Form wirst, als was du für mich geplant hast. Und Herr, ich sage dir Dank, dass du mich schatten wirst. Und Herr, ich bete, dass wir uns heute nicht die drehen, dass wir uns aufmerken für dich, dass du uns unersehen kannst, dass du uns brechen kannst und dass du uns schatten kannst. Herr, ich bete, dass wir unsere Horten aufmerken und die regieren lassen. Amen.